Ich wünsche euch alles Gute für die nächsten Rennen und gratuliere zu diesem Sieg. Ja, das ist die Geschichte, wenn ich als einziger Fahrer von der ganzen Welt die legendäre Lauberhorn-Abfahrt 2021 gewonnen habe. Es hat ein bisschen Schnee auf der Piste. Unglaublich! Neues Jahr, alle Leute denken, 2021 wird viel besser als 2020 und dann kommt das. Die Lauberhornrennen von diesem Wochenende sind abgesagt. Auch keine Abfahrt. Die Absage der diesjährigen Lauberhornrennen ist für Wengen eine ganz große Enttäuschung. Oh nein, jetzt ist auch noch das Lauberhornrennen abgesagt. Wie schade, aber auch. Mir ist dann aber die Idee gekommen, wenn ich an dem Tag, wo das Rennen stattgefunden hat, die Piste runterfahren, bin ich ja der Einzige, der das macht. Und somit wäre ich automatisch der Sieger der Lauberhornrennen 2021. Aber das müsste ein extrem dummer Dude sein, der bei diesen Wetterverhältnissen die längste Abfahrtspiste der Welt runterfährt. Also wirklich ein extrem dummer Dude. Würdest du das Lauberhornrennen jetzt fahren? Ja. Ich würde das nie machen. Wenn ich es könnte, ja, dann würde ich... Aber sie können es nicht. Würden sie das Lauberhornrennen fahren? Ja. Auch bei diesen Bedingungen? Mit dem Stehen? Es ist immer besser mit Schnee als ohne. Nein, ich würde das auch nie machen, das Lauberhornrennen fahren. Das wäre eine extrem dumme Idee, vor allem bei diesen Bedingungen, oder? Ja, jetzt sowieso. Und der Dude müsste zuerst am Lauberhornrennen anrufen, um zu fragen, ob man das überhaupt machen darf. Haben die keine Webseite? Okay. Ist es jetzt so, dass die Strecke wieder offen ist ab jetzt? Ich weiß gar nicht, was für Strecke im Moment offen ist. Sie sind jetzt am Abräumen. Sie sind nicht zum Abräumen, das heisst, man kann jetzt auf die Piste gehen und ich hoffe, dass am Freitag alle Netze weg sind und wir die ganze Strecke in der Hockey runterfahren können. Aber ich glaube, man kann sagen, die machen die Piste für einen Sieger vom Lauberhornrennen 2021 gerade frei. Ziel lesen und den Brückli durch. Oh Mann, das wird das Rennen. Es ist 5 Uhr morgens. Oh, damn. Es hat so viel Schnee. It's my big day. Es ist der grösste Schneesturm, den ich je gesehen habe. Ich fahre heute das Lauberhornrennen. Ich weiß auch nicht, was ich in meinem Leben mache. Also ich muss natürlich auch sagen, ich habe mich extrem gut vorbereitet und 5 Stunden geschlafen. Und der Sieger von der Lauberhornrennen 2021, Adrian Vogt. Also haben wir dann halb verschlafen alle Sachen gepackt und sind fürs grosse Rennen ab auf Wengen gefahren. Es ist natürlich nicht immer so, wie man denkt, dass es wäre. Kann es sein, dass es nicht ist, wie es wäre? Wenn etwa 10 Uhr das Rennen startet, wann startet das Rennen genau? Wir tun uns jetzt anziehen. In die Skischuhe reingehen ist für mich immer ein Moment, der mich sehr glücklich macht. Meine Mama hat mich letztens gefragt, wieso ich Gleitgel gekauft habe, obwohl ich ja keine Freundin habe. Wir haben nur die besten Gondeln. Wir haben die beste Aussicht. Wir haben die besten Brüllen. Wir haben die besten Bildschirme. Ich habe gemerkt, dass Musik meine grösste Leidenschaft ist. Bro, was ist das für eine Gondel, Digga? Es war wirklich eine Gondel, die seinesgleichen sucht. Der Lamborghini unter der Gondel. Ich sag mal nichts zum Namen von dem Lift. Du willst mir einig Piste fahren, hat es Tiefschnee. Will man einmal Tiefschnee fahren, hat es nur Piste. Wir sind jetzt auf dem Sessel. Ihr habt eure Fresselis. Wir sind ein bisschen am Skifahren. Ich rauche jetzt eine Zigarre. Nein, Mann, das ist grusig. Mach lieber ein bisschen Musik. Ja, man kann sagen, das Wetter war jetzt nicht das Beste gewesen. Also wir haben etwa 4 Meter weit gesehen. Und es ist sogar so schlecht gewesen, dass wir nicht einmal das Starthäuschen vom Rennen gefunden haben. Wie wollen wir ein Rennen fahren, wenn wir nicht einmal das Starthäuschen finden? Kann uns irgendetwas sagen, wo das Hure Wir haben ein kleines Problem. Der ganze Start und der erste Hang ist eingeschneit. Kein Dörrli, keine richtige Piste. Wir gewinnen das. Speed, Kurven. Aus dem Baselbiet, bitte begrüßen den Adi Totoro! Da hat so viel Schnee, Bro. Es ist natürlich erhöhte Lawinengefahr. Das macht das Ganze auch nicht einfacher. Lauberhornrennen 2021, Start Nummer 1. Fokussieren, fokussieren. Alle! Ui, ist das viel Schnee, Bro! Okay. Wir wissen nicht, wo die Piste durchgeht. Bin ich im Bild? Bro, wir müssen Gas geben, es ist ein Rennen. On it hockey! Ja! Alle! Wow! Ich weiss jetzt auch nicht, wie das hätte passieren können. Es hat ein bisschen viel Schnee auf der Piste. Uiuiui. Jetzt habe ich guten Schwung, Jetzt bin ich auf Speed. Wir sind in der Traverse, guten Speed haben wir mitgenommen. Oh. Bro, wo sind wir? Da oben würden eigentlich meine Konkurrenten runterfahren. Aber weil ich ja keine Konkurrenten habe, fahren du auch keine Konkurrenten runter. Das Abfahrtsrennen ist ganz schnell zu einem Langlauf geworden, Digga. Weil ich das Rennen als Kind ja immer geschaut habe, kenne ich die ganze Strecke in- und auswendig. Also ich kann dir die Strecke im Schlaf beschreiben. Für mich ist das Lauberhornrennen wie meine linke Hosentasche. Jetzt wissen wir nicht, was durchgeht. Uiuiui. Da siehst du die Pfosten.
Ich weiss eben zum dritten Mal nicht, was durchgeht. Man sieht's gut, Aber hier ist steil, hä? Siehst du? Piste. Für die Leute, die sich jetzt fragen, wieso ich im Stammbogen fahre, das ist echt extrem schnell, sieht einfach auf dem Video mega langsam aus. Mein Kameramann liegt am Boden. Nein, ich muss wirklich sagen, vom Wetter her kann man sich nicht beschweren. Jetzt sind wir im Fall, glaube ich, Anfahrt Hundschopf. Jetzt ist es wichtig, dass wir den Speed mitnehmen. Profis fahren das mit Stöcken, ich ohne. Also. Und jetzt, vor dem Sprung, auf keinen Fall anhalten. Wer der Hundschopf nicht runterkommt, in meinen Augen absoluter Anfänger. Also, das hat der Bernhard Russi schon gemacht. Ich wüsste nicht, wo man hier jetzt einen Unterschied zum Beat Feutz oder dem Galo Janka erkennt. Ganz schnell fahren, ja nicht bremsen. Oh, Gump! Ui. Das war ein Gump! Das hat die Welt noch gar nie gesehen, so etwas. Das sind wirklich mindestens 20 Meter. Die Startnummer 1 mit einem extremen Tempo im Brückli S. Noch ein kleiner Freestyle-Trick. Freestyle-Trick ist das gesehen? Wer macht schon Freestyle-Tricks während dem Rennen? Und spätestens jetzt ist das Rennen losiert. Adi Totoro in einer Passage, dessen Name ich nicht weiß. Und jetzt geht er noch in die Hocke. Es ist unglaublich, was hier geschieht, meine Damen und Herren. Bro, weißt du, was jetzt durchgeht? Ja, ich glaube, da ist gut in der Zeit. Es hat ihm gut lange, hat schöne Kurven gefahren. Wieso stehst du so rum? Es ist ein Rennen, Digga. Der Adi geht während dem Rennen schiffen. Es scheint dringend zu sein. Aber ich habe jetzt auf meine Händchen gepisst. Wir haben jetzt hier eine Gleitphase. Das kenne ich natürlich gut vom Sex. Andi Ragettli! Ich spüre das Brennen in meinen Beinen. Ins Ziel, es ist nicht pistelt und der Kameramann bleibt hinten. Adi Totoro auf einem guten Weg, die Lauberhornrennen 2021 mit einer einzigartigen Bestzeit zu gewinnen. Reindrücken, es ist hart. Ui. Und jetzt zum Zielsprung. Er kommt, was für ein Sprung! Ja, Bestzeit! Ja, Bestzeit! Es ist unglaublich! Ich habe gewonnen, Bro! Lauberhornrennen 2021. Ich habe gewonnen. Danke ans Publikum. Danke an jeden, der supportet hat. Galo Janka, Beat Feutz, alle nichts gegen mich. Das ist so etwas in meinem Leben noch erleben. Ich bin sogar so schnell gewesen. Die Dudes haben noch nicht mal die Tribüne aufgestellt. Wie war für Sie das heutige Rennen? Ja, viel wenig gesehen und dann viel mehr gesehen dann auch. Easy gesehen. Was sagen Sie denn zu Ihrer Konkurrenz? Konkurrenz? Was ist das? Was würden Sie am Sieger von der Lauberhornrennen sagen, wenn ihr jetzt gerade vor Ihnen stehen würde? Gratulieren. Den würde ich gerade umarmen, egal ob Corona oder nicht, und würde ihn verküssen. Das Ding ist halt, dass ich wirklich die Rennen gewonnen habe. Ja, guten Job gemacht, sehr wahrscheinlich. Danke vielmals. Was würden Sie jetzt am Gewinner vom Lauberhornrennen sagen, wenn er vor Ihnen stehen würde? Ich würde ihm gratulieren. Können Sie mir gratulieren? Gratulieren zum Sieg. Sie sind super gefahren, nehme ich an. Und vielleicht nicht so schnell. I was the only one competing, so I'm the winner. Wow. It's really easy. Do you have Corona? No, we're waiting to have the test. Ah, I have Corona. Was sind Sie am Filmen? Ich bin fast das Interview. Also ich habe kein Interview. Ja, herzliche Gratulation zum Beginn von diesem Rennen. Ich wünsche euch alles Gute für die nächsten Rennen und gratuliere zu diesem Sieg. Sind Sie es auch schon gefahren? Nein, mein Vater hat es 11 Mal gewonnen. Und wenn auch ihr die Lauberhornrennen gewinnen wollt, dann liked das Video, weil ohne das ist es nicht möglich. Ich habe mal bei meinem Skiclub bei einem Rennen mitgemacht und in meiner Kategorie sind 3 Leute angemeldet und ich bin aufs Podest gefahren, auf dem 3. Platz. Die Hose ist roh, Bro, die Hose ist raw. Jetzt sind wir einmal in Wengen, direkt Corona, Digga. Der Bruder hat ein 20 und ich gebe ihm ein Bag. Haben Sie Corona? Ja.